Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service. Der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Im Kanton Aargau hat es vor einigen Tagen ein Bankenbeben gegeben. Die neue Aargauer Bank, die NAB, verschwindet. Was bedeutet der Klapp für die Bankenbranche im Kanton? Was konkret für die Aargauische Kantonalbank? Über das und weitere Themen reden wir heute im ZT-Talk. Herzlich willkommen. Wir sind zu Gast in der Filiale Zofingen von der Aargauischen Kantonalbank. Die hat seit einiger Zeit einen neuen Chef. Seit dem 1. Juli leitet er die Region Zofingen von der Aargauischen Kantonalbank. Wir fragen ihn heute, wie er in Zofingen angekommen ist. Ich freue mich, dass wir bei ihm sind. Herzlich willkommen, Marc Schönenberger. Dankeschön, Herr Pfister. Schön sind Sie da. Herr Schönenberger, Sie haben ja am 1. Juli haben Sie das Ruder übernommen hier in Zofingen, von der Region AKB. Was hat Sie an diesem Job gereizt? Mich reizt, dass ich mit hochmotivierten Mitarbeitenden, mit tollen Kunden kann den Fußabdruck von der AKB weiter erhöhen. Ich habe ein tolles Team, das ich übernehmen durfte, mit sehr vielen willigen, fähigen Menschen. Wir haben eine tolle Kundenbasis und wir wollen die weiterhin versuchen auszubauen. Sie sind ja schon sehr lange bei der AKB, 22 Jahre. Was hat Sie eigentlich in die Bankenwelt gezogen? Ja, ich habe schon als Schüler in der Oberstufe das Flair mit Zahlen. Ich habe Börsenkurse angeschaut, ich habe einen Dow Jones Index nachgezeichnet auf Papier und habe einfach das in mir gespürt, ich will auf die Bank. Wie haben Sie sich in Zofingen eingelebt? Super, ich bin toll aufgenommen worden. Ich habe Corona-bedingt einen ungewohnten Start gehabt. Es war anders geplant, logischerweise. Wir haben keine Kundenanlässe machen, leider. Wir machen jetzt alles im Kleineren, im Einzelsprung, hat aber auch Vorteile, notabene. Ich hatte eine tolle Aufnahme von meinem Team. Ich habe gute Gespräche mit Kunden schon bereits verführen. Ich finde eine sehr offene, herzliche Atmosphäre in der Region. Das sagt mir sehr zu. Sie müssen ja noch ein bisschen hin und her pendeln. Sie fahren von Beriken, fahren Sie jeden Tag. Du ist recht weit. Das ist richtig, ja. Aber möglicherweise nicht mehr lang. Ja, das ist der Plan. Wir sind dran, meine Frau und ich, dass wir in der Region, konkret in Oftringen, ein schönes Objekt erwerben können. Wir haben mündlich zugesagt, aber Sie wissen, es ist erst dann gefixt, wenn es unterschrieben ist. Wir sind sehr optimistisch. Wir freuen uns, meine Frau und ich, dass wir den Lebensmittelpunkt neu in der Region werden haben. Ich drücke Ihnen den Daumen. Danke. Sie arbeiten ja hier in einer der schönsten Altstädte in der Schweiz, kann man sagen. Ja. Was gefällt Ihnen besonders gut? Wir haben übrigens auch hier hinten noch eine Darstellung. Genau. Also, die Region ist toll. Ich habe die Altstadt kennengelernt in den letzten paar Wochen und Monaten. Das gefällt mir unglaublich gut. Mir gefällt aber auch die Naherholung ganz generell schön. Wir haben tolle Natur. Wir sind nahe im Jura, wir sind nahe in der Innerschweiz. Sportmöglichkeiten und hoffentlich, Corona-bedingt, dann irgendwann ist auch wieder kulturelle Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können. Stichwort Sport habe ich auch gelesen auf der Homepage. Sie machen, glaube ich, gerne und viel Sport. Ja, ich gehe gerne rennen. Ich tue die Region erkunden zu Fuß. Ich renne durch die Region, gehe gerne mit meiner Frau aufs Bike. Wir gehen gerne wandern. Wir sind gerne draussen. Ich habe schon mal die Frage Ihrem Chef gestellt, als ich ihn interviewt habe. Wie viel Bargeld haben Sie so im Hosensack? Ja, ja, das darf nicht. Es ist lustig, ich habe die Rückblende ist wahrscheinlich einfach ein Zufall, aber es fällt mir jetzt gleich auf. Im letzten Jahr, gegen Ende Jahr, habe ich mein altes, grosses, ledriges Portemonnaie beerdigt, habe mich verabschiedet von dem und heute laufe ich ausschließlich mit dem umeinander, mit ein paar Karten drin, genau. Ich habe Münze seit Monaten nicht gebraucht und ich weiss, ich habe Mitte März im Lockdown habe ich 400 Franken am Bankomat rausgelassen, habe praktisch nichts gebraucht. Ich zahle ausschließlich mit Apple Pay, mit Find, mit der AKB-Kreditkarte. Ich glaube, ich habe etwa noch 200 Franken von diesen 400 habe ich etwa noch.
Ja, die Pandemie hat ja unser Verhältnis zum Bargeld sowieso nochmal grundlegend verändert. Was denken Sie denn, verschwindet das Bargeld jetzt tatsächlich eines Tages, wie viele vermuten oder eben auch befürchten? Ja, also wir stellen fest, dass die Bargeldtransaktionen auf der AKB seit Jahren pro Jahr etwa 10% retour gehen. Jetzt mit der Pandemie, Corona, ist es natürlich noch mal deutlich mehr geworden. Und wir merken, auch die Kundenbedürfnisse haben sich da wirklich stark verändert. Wir haben deutlich weniger Bargeldtransaktionen wie früher. Ich glaube aber, dass der Schweizer als solches nicht möchte auf Bargeld verzichten. Wir sind da freiheitsliebend, das ist schon in unseren Genen. Ich denke auch an Numismatiker, die sicherlich keine Freude hätten, wenn Bargeld komplett verschwinden würde. Ich glaube nicht, dass wir ein Modell werden haben wie Schweden, wo Bargeld wirklich praktisch keine Rolle mehr spielt. Noch ein bisschen konkreter, jetzt während der Pandemie, wie hat sich das da ausgewirkt, der Bargeldbezug? Sie sagen, der ist sicher eben noch mal massiv zurückgegangen. Ja, der ist deutlich weitergegangen. Wir haben etwa ein Drittel weniger Transaktionen und im Lockdown hat er sich halbiert gehabt. Das hat auch zu konkreten Anpassungen bei unseren Öffnungszeiten geführt. Wir haben jetzt Anfang September die Kundenzonen wieder aufgetan, wie vor Corona, aber die Cash-Desk-Dienstleistungen haben wir zeitlich eingeschränkt, um auch den Kundenbedürfnissen da gerecht zu werden. Und die kommen wahrscheinlich auch nicht mehr zurück, weil sehr viele jetzt möglicherweise eben Online-Banking sich eingelebt haben, gerade während Corona, Lockdown und das weitermachen. Absolut, ja. Es ist uns da wichtig, dass wir für die Kunden den richtigen Kanal können zur Verfügung stellen, der passt. Und das kann häufig E-Banking sein, für Zahlungsverkehr, für Wertschöpfungstransaktionen etc. Ja. Wie geht das weiter? Eben Corona beschleunigt Digitalisierung, immer mehr Online-Banking anstelle von Kundenkontakt in den Filialen. Was bedeutet der Prozess jetzt ganz konkret für die AKB in der Region, wo da immer noch einige Niederlassungen hat? Also wie sehen die Filialen, wie sieht die Arbeit in einer Filiale, wie sieht der Kundenverkehr in einer Filiale Barriere aus? Ich bin persönlich davon überzeugt, dass auch zukünftig der Mensch in entscheidenden finanziellen Momenten einen Mensch will vis-à-vis haben und auf eine menschliche Expertise auch möchte zurückgreifen. Auf der anderen Seite ist es auch so, wir haben natürlich eine Kanalmöglichkeit, ich habe es erwähnt, E-Banking, wo für einen Zahlungsverkehr natürlich optimal geeignet ist. Und uns ist wichtig, dass wir den Kunden überall dort abholen können, wo es für ihn am besten passt. Auf unseren Standort ist uns wichtig, wir haben das Konzept, wie Sie es da bei uns gesehen in Zofingen, das sogenannte Zwei-Zonen-Konzept, sind wir an allen Standorten am Umsetzen. Etwa die Hälfte der Standorte hat es schon und die anderen werden entsprechend umgerüstet, damit wir auch zukünftig können die Kundenbedürfnisse möglichst optimal abdecken. Können Sie kurz erklären, die zwei Zonen? Das ist eine Cash-Dienstleistung genau, und die andere Zone? Es ist die Kundenzone, die Sie da sehen, mit der Cash-Desk, mit einem Welcome-Desk, mit einer Lounge, wo wir jetzt drinnen stehen. Und hinterzu ist die Beratungszone, wo wir mit den Kunden uns zurückziehen können für intensivere Beratungen. Heisst, gibt es Pläne, das Filialnetz zu straffen? In der Region gibt es nicht. Nein, das gibt es nicht. Im Gegenteil, wir haben letztes Jahr im Sommer 2019 einen weiteren Standort als AKB eröffnen in Spreitenbach. Wir haben 32 Standorte im ganzen Kanton, inklusive Olten. Und wir haben keinen Plan, die zu straffen. Uns ist die Regionalität ist uns enorm wichtig, damit wir präsent sein können, dort wo unsere Kunden auch sind. Wie hat denn die Pandemie jetzt das Geschäft von der AKB im ersten Halbjahr verändert? Auch gerade hier noch vor Ort in der Region? Ja, es war natürlich ein enormer Einschnitt gewesen, völlig unerwartet für uns auch. Wir haben konkret müssen unsere Teams aufsplitten. Wir hatten Homeoffice gehabt, selbst für uns an der Kundenfront. Das war vorher undenkbar gewesen, dass es das gibt. Wir haben das technisch sehr gut geschafft. Das hat toll funktioniert. Und gleich uns Kundenmenschen, wir brauchen den direkten Kundenkontakt, uns ist das enorm wichtig. Wir sind heute froh, dass wir grossmehrheitlich wieder vor Ort sind und unsere Kunden da dürfen empfangen. Sie sind auch froh, unsere Kunden, damit wir die Dienstleistungen anbieten können. Aber der Eindruck, der Einschnitt war enorm, den wir erlebt haben. Und rein geschäftlich, wir haben ein sehr gutes Halbjahr als AKB. Der beste Geschäftserfolg, den wir je hatten. Wir sind optimistisch auch für die Zukunft. Wir sind uns aber bewusst, dass wir grössere Herausforderungen werden sehen in den nächsten Monaten und Jahren.
Das vor allem auch noch die Wirtschaft draussen, die regionale Wirtschaft. Was kommt denn Ihrer Ansicht nach jetzt noch auf die regionale Wirtschaft zu? Ja, der Einbruch insbesondere im zweiten Quartal war enorm gewesen. Wir haben jetzt die Hoffnung, dass sich das zweite Halbjahr deutlich besser entwickeln sollte. Wir rechnen als AKB damit, dass sich das Bruttoinlandprodukt in diesem Jahr um 4% wird senken. Die Erholung nächstes Jahr sehen wir bei etwa 3,5%. Also wir sehen, wir haben eine massive Delle, die uns treffen wird. Das ist selbstverständlich auch von Branche zu Branche unterschiedlich. Aber ich bin überzeugt, die Pandemie wird uns noch längere Zeit beschäftigen. Gleichzeitig ist es auch schön, dass das Covid-Überbrückungsmodell, das der Bund und die Banken auf die Beine gestellt haben, das ist, habe ich das Gefühl, ist exemplarisch. Man hat da innerhalb von wenigen Tagen eine tolle Sache für unsere KMU auf die Beine stellen, damit wir die akute Liquiditätsknappheit haben können überwinden. Reden wir doch noch ein bisschen über das Bankenbeben im Kanton. Die NAB verändert die Bankenlandschaft, das Verschwinden von der NAB verändert die Bankenlandschaft im Aargau nachhaltig. Wie viele Kunden sind da schon eingelaufen von der NAB bei Ihnen? Also zuallererst, mir tut das leid für die Mitarbeitenden von der NAB und von der CSV, von dem Bankenbeben. Sie haben das gesagt, betroffen sind. Das bedauere ich. Wir sind Mitbewerber auf Platz, klar. Aber es sind Menschen, wir kennen einander, es sind Kollegen. Und ich bedauere das sehr. Und ja, wir haben Marktchancen, wir haben Opportunitäten. Wir haben Kontakt mit Kunden von der NAB, die zu uns möchten wechseln. Und selbstverständlich sind wir sehr gerne bereit, mit denen die Gespräche zu führen. Das ist ja wirklich eine Möglichkeit für Sie, denn sehr viele Kundinnen und Kunden möchten wohl eine regional verankerte Bank weiterhin. Wie die NAB trägt das ein, der Aargau im Namen? Also müsste jetzt eine gute Gelegenheit sein, den Kundenstamm zu erweitern. Ja, das werden wir versuchen. Es ist klar, es ist eine Chance, die wir werden packen. Sei das im Firmenkundengeschäft für unsere Private Banking Kunden, aber auch im Privatkundengeschäft, wenn wir unsere Basis erweitern und weiteres Wachstum für die AKB erzielen. Wie aktiv werden Sie das angehen? Also wie aktiv werden Sie die Kunden jetzt ansprechen, jetzt auch in der Region? Ja, also Sie haben es vielleicht gesehen, unsere Kampagne, das Markenversprechen am richtigen Ort lanciert, jetzt Anfang September. Das ist notabene ein purer Zufall, das war so geplant gewesen. Wir werden das aber natürlich als Gelegenheit auch nutzen. Sie haben allenfalls unsere Inserat gesehen, wo wir auch das konkret aufnehmen und Kunden versuchen, zur AKB zu locken. Das ist ja interessant. CS macht jetzt auch das Regionalitätsversprechen. Also die regionale Verankerung scheint ein sehr wichtiges Kriterium zu sein im Bankengeschäft. Ja, das sehe ich genau so. Wir sind vor Ort tätig, wir sind eine lokale, regionale Bank. Wir kennen einander, wir kennen unsere Kunden, die Kunden kennen uns und wir werden an dem weiterhin arbeiten als AKB, dass wir da möglichst präsent sein können auf den Regionen. Ein weiteres Thema, der regionale IMO-Markt. Im Bezirk Zofingen stehen laut neuester Statistik über 1200 Wohnungen leer. Wie beurteilen Sie die Situation jetzt gerade im Bezirk? Und die Nachfrage wäre dann, ziehen Sie jetzt eigentlich die Schrauben dort noch mal ein bisschen an bei der Vergabe der Hypotheken? Da ist man ja schon länger dran, das zu verschärfen. Aber passiert dort etwas oder ist schon gerade etwas passiert? Also ja, das ist eine Rangliste, wo man eher nicht möchte zuvorderst dabei sein. Das ist bei dem Bezirk Zofingen ist dort sehr weit oben bei den Leerwohnungsbeständen. Wir beobachten das kritisch. Das ist eine wichtige Thematik für uns. Ich glaube, es ist ein bisschen zu unterscheiden, was selbstbewohntes Wohneigentum ist und was Renditenobjekte sind. Beim selbstbewohnten Wohneigentum sind wir der Meinung, dass wenn die klassischen Parameter, Belehnung und Tragbarkeit gut gegeben sind, dann haben wir dort nach wie vor ein gutes Gefühl. Wo wir kritischer herschauen, ist bei den sogenannten Buy-to-Let-Finanzierungen. Das sind Wohnungen, einzelne Wohnungen, die gekauft werden für eine Vermietung anschliessend, um eine vermeintlich sichere Rendite zu erzielen. Dort tun wir bei gewissen Gemeinden, die hohe Leerwohnungsquoten haben, tun wir je nachdem mehr Eigenmittel oder höhere Amortisationsleistungen einfordern. Also 80% Eigenmittel reichen nicht? Wie viel konkret jetzt? Also 80% Fremdfinanzierung meinen Sie? Entschuldigung, ja genau, habe ich gemeint. Also dann kann es bis zu einem Drittel Eigenmittel gehen. Ja. An der Börse ist es ja in den letzten Wochen teilweise sehr gut gelaufen. Ja. Wenn man zum Schluss noch ein bisschen einen Blick in die Glaskugel möchte, wo steht der SMI Ende Jahr?
Ja, das ist die gute Frage. Wir sind aktuell bei gut 10'500 Punkten. Das ist seit Anfang des Jahres gerechnet nur noch ein Minus von etwa 1%. Also wir sind praktisch wieder auf der Basis von Ende Jahr. Ich bin Optimist. Ich glaube, die Börse kann noch heute zulegen dieses Jahr. Ich könnte mir einen Punktestand von 11'200 Punkten gut vorstellen. Aber Sie wissen selbstverständlich ohne Gewähr. Ohne Gewähr. Genau. Herr Schönenberger, ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen sein und alles Gute hier in Zofingen. Herzlichen Dank, Pfister. Schön, sind Sie da gewesen. Merci. Nächste Woche sind wir mit einem neuen Talk wieder für Sie da. Bei mir ist der Thies Rohr. Er ist Gesamtschulleiter der Schule Zofingen. Die hat sehr grosse Herausforderungen im Moment angesichts der Pandemie. Bis dann, freut mich, wenn Sie wieder dabei sind. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.